Der Altbrei lässt 12.000 Zenten Gersten da fein. Also das beiläufe 100.000 Euro beim Teufel haben. Vor seine Leid möchte er das vertuschen. Und drum tut er sich mit Lorenz zusammen, dass er am der hintenrum eine neue Gersten auftreibt. Die Apothekerin hat von Saufer so viel Schellweh, dass ein Rolli sein Rezept dagegen braucht. Aber über das hat's depperterweise einen Kaffee drüber geklärt, da man's nicht mehr lesen kann. Aber die Landweiber wissen nur, wie der Sud geschmeckt hat. Und so kommt's dahinter, was da drin gewesen ist. Und findet den in einer Bastelstunde nimmer so lätschert. Uri schlagt wieder z Lansing auf und spendiert an Flori ein Schwimmbassin für seinen ledigen Schratzen und Uschi eins für Zara. Brautleid streiten drum, wer das den anderen seinen Schreibnamen annehmen muss. Und schließlich kalt der mir nieder den seinigen. Am Vogelhof schauen sie im Tagblau ein depperts Beutel an, wo man nichts Gescheites nicht drauf sieht, außer weil man es einbeut. Auf die Weise kann die Zeitung ihren Leser pflanzen. Der Korvi riecht einen Gewandaufhänger, aber das Bärli und seine Spezi hängen ihnen Fetzen zu früh auf, also dass das ganze Gestell wieder runterhaut. Der Flori hat wieder ein Rendezvous mit der Josie, aber sonst geht nichts weiter zusammen bei denen zwei.